Der Wein. Mühe noch losen. Macht nix, nicht die Flaschen. Richtig, wieso das was denn? Mit Wein im Blut ist das richtig lustig. Aber das dürfte, warte mal. Das dürfte wieder mal drin sein, oder? Hätte ich gesagt. Hier in Freeside. Warte mal, Mick und Rolfs. Kriegt der Heilung. Sie hören Radio New Vegas. Ihre kleine Musik. Mick und Rolfie. Habt ihr Stimpaks? Hey, was kann ich für Sie tun? Höre ganz Ihnen. Schon fast Werfen Sie mal einen Blick drauf. Und ich werfe. aus Kalifornien werden im Mojave Outpost abgewiesen, wo die RNK wegen der Gefahr Hydra, am Highway von Nipple Scotch. und der I-15 besorgt ist. Quackatleintopf. Toll. Und noch eine Story für Sie. RNK-Ranger werden anonymen Quellen zufolge Kommen Sie. Teil einer Kampagne Also Stimpaks hat er nicht. RNK-Territorium Bleibt ihr doch. Willkommen zurück. gezogen. Das heißt doch immer, Riskieren Sie mal einen Blick. seien gute Nachrichten. Aber ich finde, mein Programm wäre schrecklich öde, wenn das so wäre. Ram. Sie schon mal verliebt in einen Scheiße, ja nix. Geben Sie es zu. Ich spüre es. Danke, dass... Sie sind ja ganz verrückt nach dem Busch. Und bei der Werkbank, was geht denn da? Recyceln. Was habt ihr da gehabt? Wir haben was Proud Boss. Ein Heftal. Brauch ich. Eda, Hey, ich da. Jemand was gesehen, nicht, oder? Auf beiden Seiten des Staudamms rüstet man auf. Damit Sieht der gar Dixon- nicht gut aus. Da springen wieder die Rotzen rum. Du bist für alle Zeiten mein bester Sie Freund. müssen bei Hause einen Stein im Brett haben, wenn Sie ins Lucky 38... Ein Brett habe ich in der Hosenmann. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ride. Ja, zumindest läuft bei Aufnahme, gell? Alles okay? Domi, nein, warte mal. Ladies, in die Richtung. Das ist Pioneer Coffee. Hat auch schon mal schönere Zeiten gehabt. Mick and Ralphs. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ralphs. So, nein, passt. Ja, da ist das Kings. Wir geben Ihnen, was Sie brauchen. Hungrig? Durstig? Geil? Das Atomic Wrangler erfüllt alle ihre Wünsche. Der Atomic Wrangler. Waren wir da schon mal drin hat? Ich glaube nicht, oder? Schau mal noch. Sie müssen ja knallhart sein, um es mit Bennys Schlägern aufzunehmen. Bravo. Ja, jeder schön.
Der Mad Max verschnitt. Francine. Und das ist der James Garrett. Was ist das darum für eine Gesellschaft? Der Caleb. Hadrian. Ein Ghoul. Aha. Haben Sie die neuen Securitron-Upgrades gesehen? Nein, wir plaudern erst einmal. Jeder Leid, der sich jetzt Howdy. mit den Bots an- Ja, nix, Howdy, bleib da. Ich höre, Benny ist verschwunden. Irgendwie frage ich mich, was wohl mit ihm ist. Was passiert ist, der hat uns festgenagelt. Das ist aber, Chefin, falls du fragst. Sie sind neu hier, also werde ich Ihnen die Regeln erklären. Die Prostituierten sind keine Sklaven. Sie entscheiden selbst, wen sie bedienen. Am besten, Sie machen erstmal einen guten Eindruck, wenn Sie sich für Ihre Dienste interessieren. Die Zimmer kosten nur ein paar Kronkorken pro Nacht. Ihre Begleitung zahlt extra, sofern jemand sich für Sie erwärmen konnte. Arbeit, ein Zimmer. Waren, was hast du denn? Wir haben Schnaps, Medikamente und jede Menge Huren. Suchen Sie sich aus, was Sie wollen. Hier gibt's bloß eine Regel. Erst das Geld, dann die Ware. Wenn Sie ein bisschen zocken wollen, im hinteren Teil des Casinos, links, ist ein Wechselschalter. Ja, Chefin, bist du schon zufrieden oder was? Ich habe Arbeit für Sie. Bevor wir auf Kronkorken im Voraus bestanden haben, konnten Kunden bei uns anschreiben. Naja, Sie können sich denken, dass sich Kunden verdrückt haben, ohne zu bezahlen. Jemand muss die Schulden eintreiben. Dafür gibt es einen Anteil. Chefin, wie schaut aus? Wie viel sind's denn? Wenn Sie sämtliche Schulden eintreiben, kriegen Sie jeweils Ihren Anteil. 25% ist mehr als fair. Das wären 150 Kronkorken, wenn Sie alles beschaffen. 25% ist scheiße. Gut, dann also 50-50. Aber wehe, Sie beschaffen nicht alle Kronkorken. Wenn wir erfahren, dass Sie uns geleimt haben, sind Sie selber fällig. Ja, Chefin, bin der Beste auf dem Markt. Okay, es gibt 3 Leute, die gefunden werden müssen. Ein richtiger gemischter Obstkorb. Ihre Namen sind Grex, Santiago und Lady Jane. Schulden rein, Oma. Sonst noch etwas? Fragen hab ich gar nicht. Bis nächstes Mal. Alter Mann. Hört man James? Die Legion lagert wohl jenseits des Flusses. Ob sie einen Angriff plant? Was Gutes führen diese blutrünstigen Maulwurfsratten sicher nicht im Schilde. Mein Ruf in Freeside. Warum ist der beschissen? Für die richtige Summe Kronkorken könnte ich vielleicht bei den Leuten ein gutes Wort für sie einlegen. Was schwebt Ihnen denn vor? Wo schwebt denn? Entschuldigung, aber da fällt mir nichts mehr ein. Ich habe alles getan, um Ihren Ruf reinzuwaschen. Was geschehen ist, ist geschehen. Toll, Ski, leere Versprechen. Wir kümmern uns um alle Grundbedürfnisse. Aber jetzt, wo Sie es sagen, einige der reicheren Kunden haben ein paar ungewöhnliche Wünsche. Wenn Sie ein paar Eskorten auftreiben können, die zu den Vorlieben dieser Kunden passen, zahle ich Ihnen einen ordentlichen Finderlohn. Ein Finderlohn. Was hat dich für Vorlieben? Unser reichster Kunde hat ein Faible für Ghule und steht auf Cowboys. Er will eine Eskorte, die beide Fetische befriedigt. Wir haben viele Kunden, die für jemanden mit samtener Stimme extra zahlen würden. Jemanden, der ihnen den Lebensgefährten richtig gut vorgaukelt. Und dann gibt es noch diese ekligen Roboter-Fetischisten. Sie haben vielleicht von ihnen gehört. Diese Perverslinge wollen einen Sexbot. Sind Sie schon mal einem Sexbot begegnet? Ich persönlich würde ja keinen in meine Nähe lassen. Aber ich bin schließlich Geschäftsmann. Jetzt spät den Zuhälter. Mindestens 100 Kronkorken. Für jeden Kandidaten. Muss drin sein. Aber beschädigen Sie die Ware ja nicht vor der Lieferung. Was Sie kaputt machen,
Müssen Sie auch selber kaufen. Okay, das Geschäft gilt. Finden Sie genug geeignete Eskorten und ich zahle das Doppelte. Doppelt ist immer gut. Schicken Sie sie direkt zum Wrangler. Ich bezahle sie dann, wenn Sie wieder vorbeikommen. Sicher. Schauen Sie mal. Die Show muss weitergehen. Und ihr hat Schnaps. Genau wie Silber. Bis nächstes Mal. Hi. Andrew Jamison. Ein Zocker, bleib mit du. Henry, wie schaut denn aus? Ziehen Sie Leine, Sie verscheuchen mein Glück. Scheiße, nein. Egal, was diese alte Zicke McLafferty meint. Mein Paps hat gesagt, ich könnte die Filiale in New Vegas übernehmen. Außerdem habe ich leichte Geldprobleme mit den Omertas. Woher soll ich Geld zum Zocken bekommen, wenn ich bei der kaminroten Karawane aufhöre? Meine Sprache reicht nicht aus, gell? Ich will, dass meine Schulden bei den Omertas abbezahlt werden. Und ich will so ein Abfindungspaket-Dingens. Ein großes. Gut, auch egal. Vergessen Sie die Abfindung. Halten Sie mir nur die Omertas vom Hals. Und Sie können McLafferty sagen, dass sie mich los ist. So, jetzt mal, was du jetzt? War das eine Aufgabe? Wollte ich gar nicht mehr. Kommt da einer? Nicht, oder? Gerüchten zufolge planen Mit der die Mädchen- Hadrian. Aber hallo, sehe ich da in einen Spiegel oder sind sie wirklich so hässlich? Ist er feindselig? Oha, es gibt beleidigende Komödie und Psychokomödie. Sie sind wohl nicht der Zwischenrufer, mit dem Garrett meine Show würzen wollte. Was wünschen Sie? Der ist Schauspieler? Hey, ist mein Auftritt so schlecht oder sind Sie einfach so dumm? Ja, das stimmt. Und ich habe einen netten, fetten Vertrag mit dem Management. Zugegeben, ich kann hier nicht gerade in Kronkorken baden, aber was soll's. Ich habe einen Vertrag, aus dem ich nicht raus kann. Der Tommy Torini, der sucht den Mann. Schätze, dort hätte ich ein besseres Publikum als in dieser Absteige. Schade, dass ich einen Fesselvertrag mit den Garretts habe. Da komme ich nie raus. Der Vertrag, das regelt die. Hey, viel Glück. Garrett ist ein harter und gemeiner Mistkerl, der wohl nicht aufgeben wird. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fortschritte machen. Ja. Der Mr. Garrett. Ein harter Bengel, das haben wir gleich. Wo schaut der so blöd? Garrett, wir müssen plaudern. Vorhin waren ein paar Kerle hier, die meinten, dass sie Bennys Schlägertruppe überlebt hätten. Krasse Leistung. Ich gebe ihnen einen aus. Du geh, du Schlemmer. Warum sollte ich so etwas tun wollen? Seine Auftritte bringen mir eine Menge Geld ein. Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht wäre ein Mensch besser. Er gehört Ihnen. Problemlos gelöst. Und ohne Gewalt, komisch. Tschüss. Und ein Stufenaufstieg, jawohl. Stufe 25. Da bitte meine Sprache. Auf 45. Du auf 60. Dietrich. Waffenlos, Reinig. Adrian, du bist frei. Schon Glück bei Garrett gehabt? Aber selbstverständlich. Wirklich? Ich kann endlich raus aus diesem Drecksloch? Das ist klasse. Vielen Dank. So, das war Nummer 3. Hätte mir gerade einer.
Versuchen Sie Ihr Glück beim Blackjack. Der Geld konnte selber verspielen. Croupier, ja später Roulette. So, auf den Scheiß aus. Aber ich glaube, die haben nichts, oder die Buben? Entzugserscheinung, safe fix. Heftig. Eine mit dem Whisky. Sie müssen bei Hause einen Stein im Brett haben, wenn Sie ins Lucky 38 dürfen. Ja, Mann. Bin Profi. Wenn ich mag, dann komme ich überall rein. Okay, Leute, dann sagen wir so und noch die letzte Person. Eine fehlt uns noch. Und die befindet sich. Befindet sich da vorne. The Kings. Wer ist Laser, Plasma, Pistolen, Granaten. Wir haben alles im Silver Rush. Silver Rush. Freundlicher und das Wo wohnen die? Weißvolk genau wie der Friede. Kommen Sie ins Silver Rush. Dark Steakhouse. Bin ja schon ziemlich vorbeigerannt. Werden wir beobachtet? Beobachtet, von wen? Ein Spanner? Wahrscheinlich, oder? Ja, die Bombe da. Oder schon Militärmodus? Alter, da am Strip. Tja, du wusst, na, da drin. Hier kommt man kaum zum Schlafen. Gestern hat ein Mädchen die ganze Nacht wie blöd an meine Tür geklopft. Hey, Billy Knight. Musste ich sie dann rauslassen. Mit dem Gummiger? Kommen Sie, Kumpel. Ich versuche hier eine Show auf die Beine zu stellen. Warte mal, ein bisschen bleiben. Na gut, aber bitte flott. Das hier ist nicht gerade ein lukrativer Standort für Geschäfte. Tatsache? Hey, Sie sind in Ordnung. Sagen Sie ihm, ich mach's für 100 pro Nacht. Nein, 50. Nein, 20. 10. Ich mache es, solange Sie mich nicht ausrauben. Mann, wo ist nur mein Kopf? Sie haben recht. Ich sollte da einfach ganz cool reingehen und ihm sagen, was ich wirklich wert bin. Und Nummer 4. Hol da drin, passt. Wo Benny sich wohl verkrochen hat? Der Vorsitzende? Wer wollte nicht wissen? Wie geht's? Wie steht's? Ja, Nick. Schön, Sie wieder im Tops zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Alles, was Ihr kleines Herz begehrt. Sie zocken gerne? Volltreffer. In beiden Flügeln gibt es Karten, Automaten, was auch immer Sie wollen. Hungrig? Durstig? Im Restaurant beim... Oder haben Sie eher... Ja, also gut. Viel Spaß. Tun wir gar nicht. Damit das Wank. Große Klasse. Benny verzieht sich und ich darf hier alles am Laufen halten. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay. Der Tommy, wollen dir? Was ist denn da? Was ist denn da? Die Spielerin? Könnte das sein, dass die über mir ist?
Ich wette, dass jetzt schon Elitetruppen der Armee auf dem Weg sind. Office. Komische Nachterin. Adrian, hier schon mit du. Der Bruce. Der Tommy, bleib mit du Pirat. Hey, hey! Willkommen, willkommen, willkommen zum besten Unterhaltungsangebot von New Vegas. Mein Name ist Tommy Torini. Guten Abend. Tommy Torini, deine Talente obi. Die Cowboy-Nummer. Yeah. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Mann, hat der dicke Backen. Und ich meine nicht nur den Bart. Und hier ist wie vereinbart Ihre Bezahlung. 3% des Anteils sind 100 Kronkorken. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Außer natürlich bei uns. Sie meinen Mr. Isaac. Wenn Sie was machen, dann aber auch richtig. Dieses Schlitzohr wird mir mehr Kohle einbringen, als man sich vorstellen kann. Hier Ihre 3%, Baby. Viel Spaß damit. 3%, Baby. Sie meinen Und es diesen gibt noch Komiker? mehr. Verdammt nochmal konnte der falschen. Hat mich eine Menge gekostet. Hoffentlich ist er das wert. Hier, Ihre 3%. Diese Stiefelvisage mit der Rasierklingenzunge? Eine verdammt heiße Attraktion. Und wie Tommy versprochen hat, hier Ihre 3%. Keine Frage, Baby. Baby, wir sind fertig. Immer cool bleiben, Baby. Und jetzt bin ich akzeptiert. Aha. Passt schon mal. Na? Und steckt der Show? Hier? Einig, oder? Aber erledigt, Thomas. Das ist die Hauptsache. Bei der Ermittlungen. Ein Ghoul-Cowboy. Die High Road, die wird ein bisschen dauern. Ich glaube, die Nummer mit der High Road können wir rot erledigen, wenn wir es mit Todeskrall nachnehmen können. Camp Golf. Blicke Mummi.